Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen, willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast Fischfrage. Ja Mann, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und Sauft euch vor meiner Nase ein Bier. Cheers. Ja, der Oli hat halt immer noch die Wette am Laufen, völlig unnötig, warum auch immer, aber ja, ist ja gleich, das soll sein Bier sein. Komm jetzt. Ein bisschen auf Alkohol verzichten würde niemandem schaden. Oh doch, dir schon. Ja, also jetzt muss ich schon sagen, so bei der Messe ist es ganz schlimm gewesen. Ja, So ein bisschen klar. das erste Mal, wo es ein bisschen so... Also so, jetzt, wo es wärmer wird, hast du mehr Lust auf Bier. Eben Du durch hast dich schon Alkohol. recht verändert, seit du nichts mehr trinkst. Schon, gell? Nicht mehr der Nein, gleiche. alles gut, alles gut. Hey, kommen wir zurück zum Podcast. Fertig über Bier diskutiert, genau. Jo, hey, heute haben wir eigentlich die Folge so ein bisschen angekündigt, dass wir eine Q&A-Folge machen, Fragen und Antworten, und auf die ganzen Reaktionen eigentlich eingehen, die über die Kanäle, vor allem aus meiner Sicht über Spotify eigentlich gekommen sind. Es hat doch die eine oder andere Diskussionen gegeben. Und ja, würde ich sagen, geben wir den Leuten mal ein bisschen Antworten. Jawohl. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der nächsten Rubrik mal richtig an. Und zwar, Meine Woche, deine Woche. bam. Oli, Yes. du hast letztes Mal angefangen, dass man fange ich an. Alright. Und zwar, ja, viel ist eigentlich nicht gewesen, also es ist, ja. Gell, es ist nur eben, wenn ihr das wieder hört, bei uns sind es 2 Wochen her, bei uns ist es nur eine Woche her. Ja, hey, voll. Eine Woche und einen Tag. Yes. Ja, viel ist nicht gegangen, also ich bin immer noch mit der Sportfischermesse, mit der Nachbearbeitung dran gewesen. Steht eigentlich nicht vorwärts. Machst du auch etwas, oder? Ja, Also es sieht immer noch das gleiche Puff aus. ja, ist nicht sagen. Nein, ich habe jetzt verdammt lang gehabt, bis ich mal die Bestellungen, sind noch Bestellungen reingekommen während der Messe. Und jetzt, bis ich die verschickt, und die habe ich gerade irgendwie am Mittwoch verschickt, dann heisst es tut mir verdammt leid. Aber, ja, es ist, Das ist nicht so Menschenfisch-typisch. nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber ich bin immer noch überwältigt gewesen von der Messe. Wow. Ja, ich glaube, ich habe gerade gestern mit dem Gesi geschrieben, er ist auch immer Ja, noch nudelfertig von dieser Messe, glaube ich, ja, immer noch. das Es glaube hat ich. da alle überrannt, wir sind alle sehr überrascht, wie das gelaufen ist. Dass das so gelaufen ist. Hey, voll, voll. Also, mit einem neuen Stand. Aber komm, hey, wir haben schon Folge darüber gemacht. Ja, Wir müssen wir nicht sind, wiederholen. ja, genau. Dann, ja, hauptsächlich noch ein bisschen mit chillen. Also, es ist ja mega easy gewesen noch am Abend. Ja, vielleicht bin ich auch wegen dem nicht so für sich gekommen. Ja, Aber es ist Quality schön Time gewesen. ist auch wichtig. Hey, absolut. Family ein bisschen geniessen und, ja, echt das machen, was ich vor dem Mess zu wenig gemacht habe. Von dem her, ja, mit Fischen ist halt immer noch nichts gewesen. Schade. Ja, aber, du, so vergehen auch die Schneidtage. Momentan ist ja eh, gell, ich meine, ja. Wenn ihr den Podcast hört, ist der 1. März, dann ist gerade vor allem eine Eröffnung. Ja, aber noch nicht bei allen. Von dem, und bei denen, die an der Forelleneröffnung gewesen sind, jetzt heute, oder beziehungsweise eben am 1. März, hoffentlich haben ihr etwas gefangen, hauen sie in die Kommentare. Nimmt mich Wunder. Bei uns wird eh nichts gehen. Aber, du, easy. Ja, und dann steht eigentlich schon bereits die nächste Messe vor der Haustür. Friedrichshafen. Du Die stehst ist, viel machen. ja, nein, eigentlich nicht. Aber es ist mehr so ein bisschen, ist halt auch eine Absprache mit Majorfish. Ja, hey, viel habe ich eigentlich wirklich nicht gemacht diese Woche, wieder normal gearbeitet auch. Hey, das wäre eigentlich meine Woche gewesen. Aber es ist, eine Woche rum, seit wir uns das letzte Mal da getroffen haben. Ja, vielleicht haben wir das nächste Mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, das ist schon. Ja, bei mir ist viel los. Also einmal die Woche. Bei mir ist Video bearbeiten für die Messe ist jetzt alles abgeschlossen. Ich bin soweit ready und ich habe 50 Stunden zusammengerechnet jetzt gehabt. Schon noch viel. 50 Stunden ist hure viel, ja. 50 Stunden Ehekrieg habe ich gestern am Gesi geschrieben. Was, 50 Stunden? Und ein Ehekrieg. Ja, es wird einen Zweiteiler geben. Wenn ihr die Folge hört, kommt die zweite Folge raus, also der zweite Teil. Je an 35 Minuten. Freue mich richtig drauf, bin gespannt, wie ihr das findet. Also ich finde es mega geil. Ja, und sonst habe ich bei mir im Fall noch einen Bellyboot-Tisch bestellt. Also, ich will das Jahr ein bisschen mehr mit dem Bellyboot unterwegs sein. Beim Bellyboot habe ich ja sonst das Netz, wo du so über den Oberschenkel hast. Ja, mit der Scale drauf oder so, Genau, wo du also Filter kannst ablegen. ja, bei mir hat es eben kein Scale drauf und das stresst mich ein bisschen. Ja. Und ich finde auch, das ist, eben, da kannst du mal auch irgendwie Baits drauf liegen lassen
wenn du irgendeinen Wobbler hast mit diesen scheiß Drilling, wenn du ins Netz gehst, hast du zuerst wieder 15 Minuten, bis du rausgefummelt hast. Ja, Und stimmt. der Tisch ist einfach easy und da kommt noch ein geiles Scale drauf. Ja, kannst du ein bisschen Sachen verbauen. Und Ja, jetzt nice. machen lassen. Ist mega cool. Kann man da sicher schon mal sagen. Predators Tackle. Ich glaube, so der einzige Shop, den ich jetzt gefunden habe, der das von der Schweiz liefert. Sonst ist immer das, wie heisst der, glaube Lotus von Deutschland. Okay, das haben wir beides nicht. Ja. Also, mal, eigentlich schon Credits Tag. Ja, eben der muss da etwas sagen. Kann nur hören, nur jemand zulassen. Nein. Easy. Und ich habe mir jetzt einen Sticker nachbestellen. Ich habe im Fall keinen mehr von der Messe. Alle vor, Geil, habe jetzt gerade geil. nochmal nachbestellt, auch für Friedrichshafen. Und hey, wenn ihr einen Sticker wollt, schreibt mir auf Instagram, es hat wieder, ist diese Woche gekommen. Und vor allem können wir auf Friedrichshafen den Sticker abholen, oder? Ja, das wäre noch viel wichtiger. Und übrigens, apropos Sticker, da haben ich gerade schon die Fischverrückt-Stickers, sind auch ab Friedrichshafen verfügbar. Wir haben jetzt auch noch ein paar machen lassen für uns selber. Die drucke ich dann den Schweizer Leuten dort in die Hand, die Deutschen, ja, außer der Johannes, das ist, glaube ich, niemand von den Deutschen in unserem Heißt Podcast. Österreich, ja. Ah ja, excuse, mein Fehler. Aber falls irgendjemand von außerhalb von der Schweiz unseren Podcast lost, hey, haut das mal in die Kommis hier. Das nimmt mich Wunder. Vielleicht gibt es ein paar ausgewanderte Schweizer, die irgendwo in Weißt du, was Amerika... habe ich heute gesehen? Wir können ja schauen, von wo Ja. Podcast loswerden. Von Dänemark. Ah, So, wirklich? Leute, wer von euch ist in Dänemark und lässt unseren Podcast? Geil. Kann das bei den Kommentaren schreiben? Das nimmt mich Geil. schon mal noch Wunder. Italien habe ich auch schon gesehen, aber die Frage ist halt auch, haben sie noch schon reingelassen, schon angeklickt? Ja gut, je nachdem halt, ich bin ja auch in Italien gewesen, wo der erste Podcast rausgekommen ist. Darum haben wir Italien gehabt! Genau, und dann tut es das wie, glaub, wenn du den Standort rein hast, das Ja, merken. klar, Vielleicht ist klar. auch jemand aus Dänemark in die Ferien gegangen und hat es dich gehört. Ja, geil, so bei einem Roadtrip am Fischen. Schon geil, ja? Ja, viele Leute hören unseren Podcast unterwegs. Ja, das ist ja recht, ist gut so. Ist Du, gut so. und dann habe ich noch Holland gebucht. Dort habe ich ja mal noch ein Hotel buchen. Das habe ich unterdessen mal geschafft. Hast du es gepackt? Hast du Ja, es gepackt? ich habe es gepackt. Wir müssen dann nachher noch besprechen, wie, wo, was. Ja, der Fischpass? Nein, das wäre noch Okay, so ja, das schauen wir dann ein an. To-Do, das wir nachher müssen Ja, das machen. schauen wir an. Hey, und bei mir eben, ich bin im Fall auch nicht zum Fischen gekommen. Ich bin nur am Videoschneiden gewesen. Ich kann jetzt eigentlich, nächsten Mittwoch hätte ich frei, weil ich am Samstag arbeite. Und dann habe ich vor, zum noch den Fischen gehen. Das letzte Mal vielleicht noch schnell auf Hecht, bevor er dann, Wow, aber Schonzeit ist. der Hecht ist schon... Gut, nein, Leichen tut er ja noch nicht, aber... Ja, man kann sich darüber streiten, Ja, in den Temperaturen. Selbst nicht, weil es schon ein bisschen angefangen haben. Aber Also ich ha schon mit Spahnen darüber geredet, gehabt, so Fische, es gibt ja vielerorts, ist ja der Hecht, hat er Schonzeit, oder? mhm. Aber gerade so Zürichsee zum Beispiel hat keine Schonzeit, Bodensee hat er auch keine Schonzeit. Und ja, es ist so ein bisschen, hey, wie handelt ihr das? Nimmt mich wunder, was ihr denkt. Wenn der Hecht keine Schonzeit hat, wie jetzt eben zum Beispiel im Zürichsee, könnt ihr gleich Hecht fischen? Wenn ja, was macht ihr damit? Nehmt ihr ihn raus oder lasst ihr ihn wieder rein? Oder lasst ihr die Finger sowieso davon weg und geht irgendwie auf Weissfisch oder auf Egli? Ja, nimmt mich wunder. Wie machst es du? Oli? Ich kann sonst gut Forellen fischen. Nein, ja, ich habe jetzt gedacht, komm, vielleicht, wenn jemand Zeit hat, dann gehe ich noch schnell und sonst, lasse ich ihn nachher auch in Ruhe. Also gehst du scopen oder vom Ufer? Ja, ich wäre jetzt ins Scope gegangen, ja. Ja. Ja, es ist vom Ufer aus, Ist, glaube glaube ich, eher ich. schwierig. Ja. Okay. Ja, ich bin gespannt. Haut mal in einen Kommentar, wie ihr das handelt. Und, hey, aber, gell, das soll kein Aufruf für irgendwie Hassreden sein oder so, überhaupt nicht. Von mir aus gesehen ist der Hecht auch noch nicht im Laich, ist einfach in der Schonzeit rein. Also, bereits vielleicht in der Laichzeit am Laich entwickeln, aber noch nicht am irgendwie ableichen. Ja. Gut, eben das mit dem ganzen Klimawandel und so, muss man das vielleicht dann irgendwann Ja. nochmal anschauen. Ich meine, das ist vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, das weiss ich jetzt nicht, weißt es du, Nein. festgelegt worden, weil halt dann Temperaturen wieder ein bisschen aufgehen Ja, und gleich genau. sind. Und ich meine, das hat sich die letzten Jahre schon verändert. Das muss man sich dann schon mal wieder neu Ja, andenken, auch mit den Leichtzeiten. Ja, absolut. Absolut. Von dem, ja. Genau. Ja, das wäre meine Woche gewesen. Ich bin eben eigentlich mehr im Büro gehockt. Ich habe auch ein bisschen Rückenweh von dem. Und Armweh. Oh. Oh wow, und jetzt wenn, ich hoffe, es lässt kein Maurer oder so, oder Polier oder so zu, wo irgendwie sagt, was, der hockt auf dem Büro und hat Rückenweh und jammert drüber. Ja gut, ich habe sonst auch keinen Bürojob, aber Ja. darum bin ich es mir nicht gewöhnt, weißt du? Ja, ich kann sagen, bist du einfach nicht gewöhnt. Okay, ja, das ist ja gut. Lassen wir das so gelten.
würde ich meinen. Dann kommen wir in der Rubrik weiter. Gehen wir Genau. in News. Hey, ich sehe gerade, ich kann zu deinem Punkt dann noch etwas anzufügen. Willst du zuerst? Gut, okay. Spannend. Also ja, Ich sag dir, wenn ich einhänge. ist gut. Für alle, die es interessiert, wobei ich weiß gar nicht, wenn der Podcast rauskommt, wird es ja wahrscheinlich nicht mehr so sein. Aber einmal noch in dieser Woche ist Nace One auf 30%. Für alle, die mal ein Nace One wollen, wäre jetzt die Chance gewesen. Gut, und da hänge ich nämlich gerade ein. Ja. Und Hast du auch zwar, Nace One? nein, nicht Nace One, sondern ich habe jetzt da gerade bei uns gelesen, und zwar siehst du das auch beim First Cast TV, dass Nace im Juli eine neue Big Bait Route rausbringt, bis 100 Gramm, beziehungsweise bis 200 Gramm, Und wo nice. unter 200 Euro kostet. Oh ja. Und sie bringen im Herbst eine komplett neue Serie raus. Wahrscheinlich nicht nur Route. von Routen, sondern auch von Ködern. Ja, ich habe First Cast nicht gesehen, ich habe das so im Chat hineingelesen, habe ich gefunden, muss ich gerade einhängen. Äh, der eine von uns ist es ist ein Mädchenfisch-Chat, der hat geschrieben, okay, für Fremdmarken bitte eigene WhatsApp-Gruppe machen. Felix, bist das du? Ich will auch in die Gruppe. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Aber ja, er läuft auch mit Nice-Söcken rum. Ich glaube, du weißt, wer. Klar. Genau. Sorry. Darfst du weitermachen? Ja, easy. Ja, ist geil. Haben wir schon überlegt, die Route zu kaufen, aber es ist halt wie, ja, mit allem, es wird sehr schnell alles ausverkauft sein, so schnell wie möglich. Zudem brauche ich eigentlich gar keine Route, das ist nur so ein nice to have. Eigentlich. Hey, dann beim LMAB-Kalender ist rausgekommen der Road Glider von ZEC. Habe ich dir auch schon gezeigt, wo wir letztes Mal sind fischen, der Ja, schwarze. ja. Das ist der Lieblingsartikel, zum Lieblingsartikel gewählt worden. Ist leider so eine unnötige News, aber ist das Einzige, was ich gefunden habe. Ah, okay, da gibt's, ich habe gar nicht gewusst, dass die so etwas machen mit dem Lieblingsartikel. Mal, du kannst auch am Schluss früher hast du ein ganzes Feedback können schreiben und das kannst du einfach ankreuzeln, welcher Bait dir am besten gefallen hat. Finde ich Okay. eigentlich noch mega cool. Welcher hat dir am besten gefallen? Ich habe gewusst, dass du das fragst und ich Ja, habe im Fall natürlich. keine Antwort Ich, gehabt. Ich mich nicht so, ich habe schon gesehen, wie du am Hirn bist. ja, es ist so, es hat noch ein paar geile Sachen gehabt, es hat ein paar geile, ich meine, der Nace, Crank ist sehr geil, auch der Westin Swim vom Ton van Ham, Spezialfarbe, finde ich Ja, auch sehr nice. Ja, finde alle Hardbaits sind das Jahr richtig geil gewesen. okay. Ich habe auch, ich habe auch das Feedback zurückgeschickt und ich habe gemerkt, ich habe schon auch Mühe zu sagen, ja, was ist das Geilste gewesen? Das Jahr ist ja wirklich top gewesen, der Kalender. Wirklich haben es sehr gut gemacht, finde ich. Ja. Ich glaube, es kommt eben darauf an, in welcher Jahreszeit, dass du die Köder auch einsetzt, wahrscheinlich, oder? Weil gewisse, Ja. du setzt ja nicht alle im Dezember rein ein, wenn du es hast, oder im Januar, je nachdem, wenn du zum Fischen kommst. Sind vielleicht andere besser irgendwo im Sommer, die mehr liefern, die dann nachher mehr geben. Voll. Ja, ja, eben die ist ja nicht so gemacht, dass du den Kalender gerade kannst brauchen am Wasser. Ja, Sondern voll. musst saisonal schauen. Okay. Yes. Ja, gut. Gehen wir eine Rubrik hin. Ah, nein, du, sorry. Ja, Ja, darf ich noch zuerst ja, geschehen? sorry. Ich habe auch noch 2, 3 unwichtige News. Hey, ja, hey, ich sehe gerade, ich habe Forelleneröffnung falsch geschrieben. Ich habe es mit V geschrieben. Stark. So Mich wundert es schon, dass du das ankündigst. Gut, eben Forelleneröffnung am 1. März. Hey, euch da aussen, die gehen, viel Petri, hauen sie in die Kommentare, was da gegangen ist. Der Oli und ich schauen, dass wir da noch einen Post machen können. Ich über Korallen. Es wird immer Es ist schlimmer. live, Mann. Es ist live. Ja, schreibst du schon die. Ich bin am erzählen. Also, erzähl. Ich kann doch nicht beides machen. So Multitasking bin ich nicht. Ich bin keine Frau. Aber anscheinend gehört es einer Frau nicht. Egal. Anderes Thema. Genau. Dann haben wir da Live-Sonar. Die Beschwerde, die sie eingereicht haben, ist durch. Das ist vor dem Bundesgericht gewesen und das ist vorbei. Sie ist, gewisse sagen jetzt zum Glück, ich sage leider, abgelehnt worden. Ist gescheitert. Und zwar hat es da eine riesen lange Begründung gegeben. Wenn ich die gerade finde, auch so ein bisschen schnell die Fischereikommission bestätigt und verdeutlicht ihre Stellungnahme, ihren Standpunkt, dass die Nutzung der Wellsonar-Technologie aufgrund vom vermehrten Fangen von grossen Fischen zu einer Gefährdung von der Fischbestände führe. Ja, finde ich jetzt lieber mal so im Raum stehen. Wir kommen ja noch auf das Thema, wenn wir eure Fragen beantworten oder eure Kommentare, wenn wir auf die eingehen. Und sie bestreiten namentlich
das Argument von den Befürwortern, beziehungsweise von denen, die die Initiative geleitet haben oder gegeben haben, dass die Live-Sonar-Technologie nicht zu einer signifikanten Erhöhung vom Fangerfolg führe und keine relevanten Auswirkungen hätte auf den Fischbestand. Also sie sagen, sie führt dazu, dass man viel mehr fängt, zu einer signifikanten Erhöhung und vor allem, dass es auch negative Auswirkungen hat auf den Fischbestand. Ja, auch das, ja, lassen wir jetzt mal so sein. Sie haben dann auch irgendwie geschrieben, dass Vierwaldstättersee als nährstoffarmer See differenziert betrachtet werden müsse und man können Situationen mit dem Zürichsee vergleichen, wo andere Massnahmen angewendet werden, die funktionieren würden. So in dem Stil. Ja. Es ist schade. Ich finde es, ja, nein, ich will nicht Partei ergreifen, überhaupt nicht. Ich finde es einfach schade. Oh, that's it. Der Artikel ist veröffentlicht, kann man den nachlesen? Ich habe es bei mir da im Chat rein. Ich weiss nicht, wann ich das rausgeben. Und sonst könnte man sicher irgendwie etwas machen, dass wir das könnten sharen für euch, damit ihr das könnt anlesen. Genau. Ja, so viel zum Live-Sonar-Verbot. Das heisst, das Live-Sonar ist und bleibt verboten beim Vierwaldstättersee, beim Lauerzensee, beim Ultimosweiher. Weiters weiss ich noch nicht. Wenn ihr mehr wisst, wo das Verbot noch zustande gekommen ist, gebt mir Bescheid. Oder schreibt es da in die Kommentare. Einfach auch für die anderen Fischer, damit sie es wissen und nicht irgendwie unwissentlich gehen live fischen. Genau. Dann habe ich noch eine brandneue News. Also brandneu. Der IC hat die gedroppt. Der IC-Dent. Die den kennen, das ist ein deutscher YouTuber, der ziemlich alle brandneuen News auf seinem Kanal zeigt. Und ich habe die News eigentlich von ihm. Und zwar, dass Spro zusammen mit BFE eine Routenserie entwickelt. Wie gross das die Serie ist, wie viele Routen das da kommen und was für Routen, weiss ich nicht. BFE hat in letzter Zeit recht zugelegt mit dem Messestand, wenn man es so sieht. Für gewisse vielleicht fast ein bisschen zu protzig. Für andere halt wirklich eigentlich das, was sie suchen. Und ja, bin gespannt, was da rauskommt mit diesen beiden, mit Spro und BFE. Spro fängt ja immer mehr an Fuß fassen, auch in der Schweiz. Lassen wir uns doch mal überraschen. Genau. Das wären meine News gewesen. Solange das kein Korkgriff macht, ist alles gut. Kein Spruch mit Korkgriff immer richtig Verbindung. Wow. Ich habe Spruch, habe ich so viel als altmodisch im Kopf. Ja, Warum auch immer. Ja, Warum auch von immer. älteren Herren. Dann ist ja gut mit BFE zusammen. Hey, Spro ist, glaube ich, nicht mehr so altmodisch. Die Spro Freestyle-Linie. Ja, aber die Freestyle-Linie, ich glaube, die koppelt sich recht ab von Spro. Also so, ich glaube, ja, sie sind zusammen, aber Freestyle ist, glaube ich, schon Eigending, weil die bringen ganz andere Sachen raus. Ich habe eben das Gefühl, Spro Freestyle ist keine Route oder so, sondern das ist das Terminal Tackle, das brauchst du zum Streetfischen und so Geschichten. Währenddem das eigentlich Spro als Head-Off eigentlich fungiert. Und Freestyle auch so wie eine Abkopplung, so wie eine Tochter ist eine Art. Ja, so. Aber sehr eigenständig eigentlich, glaube ich. Okay. Keine Ahnung, da kenne ich mich zu wenig aus. Spro ist für mich zu wenig ein Begriff. Das ist halt in Deutschland sehr, sehr gross, gell? Das ist doch zeigt das Fisch, oder? Das ist doch bei Spro. Ja, der Jan Paul. Ja, genau. Ja, gewisse mögen den anderen lieben, ich bin der Hammer. Mir geht er mir auf den Sack. Ja, ist klar. Gut. Dann gehen wir über zu der nächsten Rubrik. Ja, zum Thema. Und für das haben wir uns etwas Spezielles überlegt. Und zwar, weiss ich auch nicht was, ich kann jetzt sagen, Kontrolle sagen etwas. Ich habe gedacht, was hat er sich überlegt? Ich habe gar nichts abgemacht. Hey, ich würde sagen, wir gehen auf Spotify hauptsächlich ein und gehen Folge für Folge mal durch. Ja, auch da nochmal der Aufruf an alle, die Fragen irgendwo bei uns auf Spotify kommentieren. Und ja, es ist immer noch offen, wie man kann auf das gerade sofort reagieren. Wir haben momentan nur die Lösung, dass wir eben mal alle sammeln und dann mal darauf reagieren in einem Podcast. Aber man kann bei Spotify nach wie vor nicht gerade direkt dran kommentieren. Wer irgendeinen guten Lösungsansatz hat, sind wir natürlich sehr dankbar, wenn er uns den mitteilen. Momentan machen wir es einfach so, bis es etwas Besseres mal. Genau, dass wir eigentlich ein paar Folgen noch mit zusammennehmen und ja, wie eigentlich schon im letzten Podcast beschrieben, dass wir irgendwie alle 4 bis 5 Folgen so etwas machen. Ja. Hey, wir haben bei der ersten Episode, hast du gewusst, dass das mit Abstand die beste Episode war?
Ja, weißt du warum? Ja, wahrscheinlich, weil wir es so gehypt haben. Wir haben es mega gehypt und ich glaube, es haben auch viele Leute gehört, die einfach nichts mit Fisch am Hut zu tun haben. Also ich weiss, dass jetzt immer noch Leute hören, Ja, die nichts mit Fisch am Hut zu tun ja, haben. definitiv. Aber da sind es, glaube ich, viel mehr gewesen, die einfach gespannt sind, was wir zwei da anstellen. Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Ich glaube, hey, nein, da kann man nicht. Im Inside kann man nicht schauen, wo welche Folge gelost worden ist, gell? Hey, wir haben sogar Irland. Wir haben sogar Irland drauf, Frankreich, Ich sage ja irgendwelche Leute, die in die Ferien gehen. Australien. So geil. Genau. Also bei der ersten Folge, hey, die hat knapp 400 Aufrufe. Ist eigentlich viel mehr, als wir überhaupt erwartet hätten. Also ich hätte Da, ein Zehntel davon erwartet. 40, wenn überhaupt. wenn überhaupt. Ja. Von dem her, ja, dort haben wir noch die Umfrage gemacht mit dem Namen. Hey, danke allen, die sich dort beteiligt haben. Auch da für die irgendwie das Gefühl haben, wir haben den Namen gecheatet oder so. Wir haben ja noch, wie wir es eigentlich in der zweiten Folge dann auch gesagt haben, viel Umfragen noch gemacht über Insta, haben das zusammengezogen und sind eigentlich so zum Entschluss gekommen, dass wir ja, uns da auf den Namen Fischverrückt einigen. Genau. Zudem ist es ja gar nicht unser Ziel gewesen, um das irgendwie beschissen. Sonst hätten wir Nein, gerade von warum? Anfang an den Namen Ja, bestimmt. Also, genau, absolut, absolut. Ja, hey, da sind sehr viele Ideen gekommen. Danke viel mal für die Kommentare an dieser Stelle und auch, hey, vor allem sind mega viele positive Rückmeldungen gekommen, von wegen, hey, geil, der Podcast hat volles Potenzial und weiter so und super angelegt, Jungs. Also wirklich, hey, mega, absolut geil. Auch, ja, also für uns völlig überwältigend. Von dem her, genau. Da hat noch einer, der Lukas Brücker, hat noch geschrieben, auf dem hätte ich schon eingehen, dass Petri Heil auch schon bereits einen Podcast gehabt hat. Hey Oli, ich muss es sagen, ich habe es dir im ersten Podcast schon gesagt. wir sind immer noch der erste Podcast. Hey, Petri Heil hat ja, klar haben sie einen Podcast gehabt, an und für sich, aber sie haben ja dort nur ihre Fischarten vorgestellt und es ist nicht in dem Sinne ein Podcast, wie wir ihn haben. Darum ist es für uns eigentlich so ein bisschen klar, dass, ja, es ist der erste Schweizer Fischer-Podcast. Mhm. Wenn man das vergleicht, da will ich uns nicht irgendwie sonderlich gut abheben oder so, sondern einfach so ein bisschen, wenn man es vergleicht mit, LMAB, wo die einen haben, Max und Yoshi. Köpfe mit Nägeln, genau. Maxi und Yoshi, genau. Von dem her, ja, finde ich, sind wir eher auf dieser Linie als auf der Petri Heil-Linie. Von mir aus gesehen jetzt. So, ja, wenn wir Ja. es anders gesehen. Nein. Ja. Also. Genau. So viel zu der ersten Folge. Bei der zweiten Folge ist es ein bisschen in die ähnliche Richtung gegangen. Auch da, hey, danke vielmals. Da hat übrigens der Gesi das erste Mal kommentiert. Ah ja. Ja. Also ich glaube, bei der ersten Folge hat er nicht kommentiert. Aber ja, und kurz darauf haben wir ihn ja eingeladen, der liebe Gesi, zusammen mit dem Ralf. Ach mal, schau, er hat auch kommentiert. Er hat bei der ersten schon kommentiert. Stark, Gesi, stark. Das ist gut. Der haben wir an der Messe noch gesagt. Er hört jeden Podcast. Er hört jede Folge. Er hat ja bei uns jetzt auch bei der letzten Folge schon bereits kommentiert, dass wir es gut gemacht haben und dass es eine coole Messe war, von seiner Seite her. Auch von seiner Frau haben wir nur Lob bekommen, gell? Ja, ich habe sie eben nicht getroffen. Obwohl sie anscheinend 2 Tage war. Ja, anscheinend. Also Ich habe sie nur dort gesehen. Gut, ich habe sie gar nie gesehen. Also von dem her, ja, wir haben immer noch das Date offen. Sorry, Gesi. Genau. Ja, da bei der zweiten Folge hat Robin etwas kommentiert, eben wegen dem Wiederhakenverbot. Er hat euch den Link noch eingehauen von Amersfoort, wie das abläuft. Robin, falls du die Folge hörst, du wirst die Folge hören, ich weiss es. Hey, geh doch hier, falls dort schon News gegeben hat, falls dort schon weitere Updates gekommen sind, würde mich selber auch noch recht interessieren und ich bin überzeugt, Community sicher auch. Vor allem auch, wenn man unseren Sommertrip anschaut in Leeuwarden, bin ich auch sehr gespannt, ob dann dort noch vorher etwas kommt oder nicht. Genau. Nach der zweiten Folge sind wir dann auf die dritte gekommen. Ja. Unsere Spezial zweite Genau. Folge von der Folge. Genau. Ja. 3.2, wie man so schön sagt. Ja, voll. Bau 2. Stimmt. Ist sehr schade. Das Thema haben wir vorher schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Ja, hey, ich glaube, die Umfrage ist klar gewesen. Die Leute finden es super, dass es Live-Scope-Verbot gibt. Ist so eindeutig gewesen? Ja, nein, eigentlich nicht. Okay. Eigentlich haben 10 gestimmt,
finde ich super. Also, du fragst sie, was haltest du vom Live-Sonar-Verbot? Und 10 Leute haben ja gestimmt, finde ich super. 9 Leute haben gestimmt, finde ich gar nicht. Und 6 Leute haben gestimmt, ist mir eigentlich wurscht. Okay, Von dem okay. her, ja. Aber da haben wir dann schon eher ein bisschen zu diskutieren gehabt. Und ich glaube, da, wird das Ganze ein bisschen länger. Ja, es haben uns auch ganz viele Leute angeschrieben, auf Instagram, zu dem, ob wir nicht nochmal Stellung nehmen zu dem Live-Sonarverbot. Also, glaube ich, ist mega wichtig der Community, dass wir das nochmal aufgreifen und nochmal darauf Mhm. reagieren. Ja, voll. Da haben wir den ersten Kommentar von wegen vom Knobali. Wenn das Live-Sonar keinen erkennbaren Vorteil bietet, wie ihr es in Anführungszeichen neutral beschreibt, stellt sich die Frage, warum man es überhaupt erwerben sollte. Offensichtlich geht es um das Überthema C und R. Mhm. Oli? Boah. Nein, Was möchte ich willst nicht du da von mir provozieren. hören? Nein. Hey, look, schlussendlich, ja, klar bietet es einen Vorteil. Man muss aber auch reinkommen. Also man muss es können lesen, man muss es können handeln auch, das ist auch immer wichtig. Ich kenne doch jetzt mittlerweile ein paar Leute, die ein Live-Sonar haben, wo, ich sage jetzt mal, Pfannenfisch fischen, also Pfannengrösse, wo man irgendwo 60 bis 80 Zentimeter davor hat. Das fischt noch lange nicht jeder mit einem Live-Sonar und fängt nur 1,20 Meter plus. Das ist nicht der Fall. Also von dem her, es, ja, klar bietet es einen Mehrwert. Sonst wäre es auch nicht auf den Markt gekommen. Aber der Mehrwert an und für sich muss auch erarbeitet sein. Ja, und ich glaube, in dieser Folge haben wir sehr intensiv das probiert zu erklären. Eben, du musst dich mit dieser Technik auseinandersetzen. Es ist nicht Ja, so, du hebst das ins Wasser und dann siehst du da den Meterfisch. So ja, ist es genau. nicht. Das musst du auch erkennen, was ist ein Grossfisch, was ist ein kleiner Fisch. Genau. Ähm, Und vor allem, du musst erkennen, ist es ein Hecht, ist es ein Wels, ist es ein irgendein Zander. ein Zander, ein Karpfen, was ja auch Ja. möglich ist. Also es ist nicht einfach so, dass du das Livescope kaufst und nachher ans Wasser gehst und gerade deine Meterungen fängst. Also korrigiere mich bitte, wenn es bei euch anders war. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht so gewesen. Nein, Also, eben. Und das haben wir, glaube ich, auch in dieser Folge ein bisschen erklärt. Auch die das haben, die wir kennen, die haben sich alle damit müssen auseinandersetzen. genau. Und das ausprobieren, sich da auf YouTube Sachen reinziehen, Bücher lesen, whatever. Ja, und halt, wie sagen wir denn? Fail to win. Also, Kann ich zuerst, nicht. zuerst mal müssen einen Fehler machen, bevor wir Ja. überhaupt daraus können lernen, oder? Also, Ja, ja, und es geht ja nicht nur ums Thema Catch and Release, sondern auch ein bisschen darum, ich meine, eben mit dem Livescope kannst du wirklich Fisch schon selektieren. Also, schlussendlich gehen wir ja alle ans Wasser zum einen Fisch fangen und zum Mitnehmen, oder? genau. Und ja, du kannst mit dem Livescope erkennen, ungefähr hat der Fisch einen Meter oder hat er nur 50. Und ein 50er Fisch muss ich nicht anfischen. Weil der hat ja nicht, also nicht, der ist viel zu klein, den muss ich nicht mitnehmen. Ja. Du kannst schon auch erkennen, ist es über einen Meter oder nicht. Mhm. Klar, aber eben, wie gesagt, es braucht irgendwo seine Zeit, auch nachher, nicht nur zum Erkennen, zum Anfischen. Die Köderwahl ist halt doch noch entscheidend. Du kannst ja nicht alles vorab heben. Also, ich habe auch schon mit einem Jig-Spinner gefischt. Jetzt sind die Fische nachher weg. Die sind tschüss, ciao. Einfach mal wegen lustig, habe ich mal probiert. Dachte, vielleicht kommen's. Jig-Spinner und Hecht ist ja keine seltene Kombi. Von dem her, ja, aber die haben keinen Bock gehabt. Ich habe es auch schon mit einem Paddle-Tail probiert. Der hat jetzt etwa die ein bisschen funktioniert. Mit einem V-Tail, also mit einem V-Tail-Schwanz, funktioniert auch. Aber du musst halt auch zuerst wissen, es kommt ja noch darauf an, welche Farbe, welche Tageszeit, welches Gewässer, wie sieht das Gewässer aus, was hat es für einen Trieb. Du kannst nicht einfach rausgehen und fangen. Ja, Also, so, ja. Ja, ja. Und eben viel nutzt es auch, um einfach Futterfisch zu finden. genau. Gerade im Winter, oder wenn es kälter ist, tun sie ja eher zusammen, der Weissfisch, und du musst auch den Baitball auch finden. Genau. Und vor allem, es geht ja dann immer noch ums Fischen. Also, ich meine, jemand, der rühren will, der nur werfen will und ein Livescope hat, der sucht nicht die dicken Fisch und fischt die an, sondern der sucht guten Fisch und der weiss, wo ist eine geile Struktur, wo könnte der Fisch sein, oder? Ähm, ja, wenn halt jemand nur pelagen, dann kauft sich das Livescope oder einfach das Live-Sonar, sagen wir es so, Livescope ist ein Garmin, dann kauft sich einfach das Live-Sonar und geht dann halt pelagen. Aber auch da eben, es braucht Zeit, es braucht mehr Zeit, als man sich eigentlich denkt. Also, die Videos, wo wir sehen auf YouTube, wo Leute mit dem Live-Sonar am Fischen sind,
das sind etliche Stunden, die dort verbrötelt werden. Also, ist nicht einfach so, dass die rausgehen und Fisch fangen. Ja, der Enrico und der Johannes haben jetzt gerade ein Video rausgebracht vor ein paar Tagen, wo sie auf dem Bodensee sind. Das war kurz vor dem Tag vor der Messe gewesen. Und sie haben dort auch das Live-Scout dabei, aber eben sie suchen einfach aktiv den Baitfisch und werfen dann. Mhm. Und ich finde, das nutzt, also die ich kenne, nutzen das auch viel so. Ja, ja, eben. Also, hey, ich nutze meins nicht nur zum Baitfisch suchen, ich nutze meins auch zum Logisch. Pelagen und zum Vertikalen, natürlich. Aber schlussendlich, eben, es soll ja gleich auch noch ein bisschen eine grössere Challenge sein. Klar ist sonst schon eine Challenge, aber irgendwann, wenn du mal weisst, wie das Livescope funktioniert, dann kannst du die Fische anfahren. Ich kenne einen, wenn ich mit dem auf den Tümpel gehe und sage, komm, jetzt tu ich mal steuern, du tust fischen, dann findet der einen Fisch, rührt ihn an und in, ich sag's mal, 80% der Fälle hat er ihn. Fix. Also, Ja, ja. aber eben, der fischt nicht erst seit gestern mit dem Livescope oder nicht erst seit letztem Jahr, sondern der hat das schon länger und der kennt sich auch aus. Und bei mir, Jesus Gott, wenn ich, wenn er steuert, dann mache ich etliche Würfe, bis endlich mal bist, dann gehen sie davon, und dann bist du zu langsam, bist du zu schnell, bist du zu hoch, bist du zu tief, hast einen Unterfisch, hast einen Köder, hast auf den Kopf gerührt. Ja, das ist, ja. Aber eben, das, ja, so viel zu dem Thema, finde ich, ja, es Ja, ein ist, Thema Catch and Release würde jetzt den Rahmen da auch sprengen, aber ich ja, glaube, das ist sicher mal ein Thema da bei uns, und ich finde, muss man schon mal auch wieder drüber schauen. Genau das absolut, Gleiche wie mit der Leichtzeit. Ich finde, das ist auch mal etwas, was ja. man kann mal Ja, neu aber überdenken. das können wir ja mal machen. Ich meine, jetzt Ja. haben wir ja wieder zwei Themen. Einmal Catch and Release, einmal die Leichtzeiten, beziehungsweise Schonzeiten. Die Leichtzeiten, ja, gehören ja so ein bisschen zusammen. Mhm. Leichtzeiten und Schonzeiten. Finde ich, können wir gerne mal aufgreifen. Haut es doch mal an, was euch mehr interessiert. Thema Catch and Release oder Thema Schonzeit. Ja. Dann würde ich da noch zu einer weiteren Frage gehen oder zu einer weiteren Aussage von Bea Krebs. Und zwar hat er geschrieben, ich denke, dass das Livescope vor allem fürs Fangen von grossen Fischen gebraucht wird. Meiner Meinung nach ist das reines Ego-Fischen. Ich finde, man sollte grosse Fische in Ruhe lassen, um Bestand zu schützen und zu verbessern. Das sind viele Punkte aus meiner Sicht. Ja, fangen wir mal beim ersten an. Ich denke, das Livescope vor allem für grosse Fische gebraucht wird. Von mir aus gesehen, ja. Also, je nachdem, wie man es nutzt, oder? So wie vorher beschrieben, wenn man Baitfisch sucht, dann geht es mal darum, dass man dort einen Fisch fängt, dass man noch eine größere Challenge hat. Andererseits, wenn man es pelagisch oder vertikal braucht, ja, finde ich, darf man so sagen, dass man die grossen fangen. Mal Hand aufs Herz, wer von euch geht das Wasser zum einen 40er-Hecht fangen? Wahrscheinlich niemand. Wahrscheinlich gehen alle das Wasser zum noch grösser und noch grösser fangen. Irgendwo ist ja der Reiz rum. Handkehrt muss ich auch sagen, mit einem 1,20 m Fisch, ja, der Aberschlag tut mir weh. Also, Hat doch nicht auch mit Ethik und Moral zu tun. Ist nicht der Mensch ein bisschen so gepolt? Ich meine, da können wir auch über das Auto reden. Ich meine, wer von euch fährt einen Mercedes, wer von euch fährt einen BMW und wer von euch fährt noch einen Fiat? Also, weißt du, nicht so, gegen Fiat. ja, aber ich meine nur, also weißt du, es geht immer grösser, besser, länger. Ja, Und das ist so. wer verdient am meisten Ja, Cash? ja, Also absolut. schon, ich kann den Ansatz schon ein bisschen verstehen. Ja, logisch, es geht darum, wer fängt den grössten Fisch. Ja, Ist halt ja, in der modernen Zeit ein bisschen so. Aber es sind nicht alle längst nur das. Also, genau. Vor allem auch mit dem ganzen Social Media Hype finde ich, der hat es nicht abgeschwächt. Also, durch das will jeder noch den grösseren Fisch posten. Und ja, ja, hey, bei mir jetzt persönlich geht es nicht darum, ob ich jetzt den grössten Fisch fange. Ich setze mir ein Ziel, wie zum Beispiel, hey, ich will mal einen Saibling fangen. Und klar habe ich Freude, wenn es da ein 2 Kilo Fisch ist, aber ich habe gerade so Freude, wenn es halt nur so ein 25 ist. Weil mein Ziel war, den Fisch zu fangen. mhm. Und ich muss ja alles dafür tun. Ich muss mein Wissen anwenden, wie schätze ich das Wasser ein, wie schätze ich die Umstände ein, das Wetter, bla bla bla. Der Bait, was nutze ich? Mir geht es viel mehr um die Challenge. Gesunder Das kann, Menschenverstand, ja. ja, Ja, Ethik dass und ich kann, Moral. Aber ich glaube auch da scheiden sich die Geister, oder? ja, Wir haben ja nicht umsonst so viele Gesetze, wenn jeder würde gleich denken, oder? ja. Wenn jeder würde Ethik und Moral walten lassen, gesunder Menschenverstand walten lassen, denke ich, Dann wäre ich heute mit 120 da angetan. eben genau, eben. Und nicht mit 80 geschlichen auf einer 30 Kollegen. Ja, nein, von dem her finde ich,
ja, es ist schon ein bisschen so, man braucht schon eher, um die grossen Fische zu lokalisieren. Ich zumindest. Gewisse sicher nicht. Eben, die da dort, wo es zum Baitfisch Ja, aber nochmal, du kannst dann auch absichtlich die kleineren in Ruhe lassen. Und Richtig. das kann ich nicht, wenn ich das nicht sehe. Dann, Aber da will ich eigentlich, das will ich beim nächsten Punkt bringen, und okay, ja. zwar beim Schützen vom Bestand. Mhm. Das ist für mich so ein bisschen, er hat da geschrieben, ich finde, man sollte die grossen Fische in Ruhe lassen, um den Bestand zu schützen und zu verbessern. Ja, bin ich ein Stück weit auch deiner Meinung. Ob jetzt das Livescope-Verbot das Richtige ist, ja, mal ehrlich, wie viele grosse Fische fängt man beim Schleppen? Also, ich Ja, habe glaub auch ein Zeitchen geschleppt und ich habe dort nicht nur 40 Hecht abgehängt, sondern auch gute Fische, sehr schöne Fische abgehängt. Ja, es ist der Bestand schützen. Ich finde, mit dem Livescope, wie du vorher hast wollen sagen, Oli, man sieht die kleinen Fische, die fischt man nicht an. Und man sieht die grossen Fische, okay, die fischt man an. Ja, aber schlussendlich, wenn man den Bestand schützen will, darfst du gar nicht fischen. Also, Nein, müssen wir andere Regeln da in der Schweiz anwenden, dass man das könnte schützen. ja, absolut. Da ist von mir aus gesehen ein Fangfenster sicher besser, sicher schonender. Mit dem Livescope hättest du die Möglichkeit zu sehen, hey, über 1 Meter zum Beispiel darf ich nicht nehmen, oder 1,20 Meter oder was auch immer. Und du kannst es etwa abschätzen. Vielleicht nicht gerade auf 20 Zentimeter genau, okay. Aber du kannst abschätzen, hat jetzt die Grenze oder nicht? Oder ist er näher dran oder nicht? Und von dem her, ja, du gehst mit dem Livescope auch nicht, wie du gesagt hast, auf den 50er Fisch. Mhm. Also, ja. Eben, ich glaube, man kann sich das Fass können wir schon mal auftun. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt in dieser Folge machen wollen. Ich meine, wir können das auch darüber streiten, wenn man jeden 15er-Regel muss abschlagen. Wir haben nicht. Ja, absolut. Also, ist für mich etwa das Absolut. gleiche Thema. Absolut, ja. Jetzt habe ich mich bewegt, gell? Ja. Absolut, das ist ja so. Also, beim Egli, beim Barsch ist genau das Gleiche. Dort, oder auch bei den Forellen, in den Bächen, wo wir zum Teil schon mal 22 Zentimeter haben. Mhm. Come on. Ich habe mit einem geredet, mit einem, der vom Bündnerland kommt, der hat gesagt, 22. 22. Der hat Das ist gesagt, ja nichts, das ist ja kein Fleisch nein, dran. das ist nichts. Das ist, du darfst ja nicht mal filetieren, da haust du ja alles weg. Ich finde schon, 30er Forellen filetieren mühsam. Ja. Nein, wenn du im Bündnerland gehst, fischen, hast du oberhalb von der Baumgrenze, hast du, Ohne glaube ich, schon Scheiß. Maß 22. Was? Und ja, gut, ist halt auch wenig Nahrung, gell? Ausser irgendwo in der See, okay. Aber in den Bächen hast du natürlich extrem wenig Nahrung, die dort durchkommt. Und, ja, aber der sagt dann selber auch, hey, komm, willst du mit so einem Fisch, mit so jetzt auch, den kannst du ganze Fritteuse rühren, dann abgenagelt und nicht mal da hast du genug, oder? Aber ja, das Aber ich von gehe mir mit aus allen so. einig, wir müssen mal irgendetwas anders machen. Ja, Irgendetwas muss passieren, ja. weil, ja, so kann es nicht mehr weitergehen. Von mir aus gesehen könnte man bei allen Fischarten, egal ob Egli, Hecht oder das andere, schon mal auf 2 Meter tun. Dann kannst du nicht mehr fischen. Du darfst nur 2 Meter Fisch fangen. Nein, nein. Aha. Ja, anderes Thema. Ja, hey, nein, das Thema, ich habe das Gefühl, das geht dann schon wieder fast zu weit ins C und R rein. Und das ist ein Fass ohne Boden. Das können wir gerne mal in einer anderen Folge diskutieren. Ähm, ja, da sind wir wahrscheinlich jetzt in dieser Folge, ja, nicht gerade so passend. Nein, ich finde, da muss man sich auch ein bisschen vorbereiten. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter. Und zwar gehen wir da zu der 4. Episode. Das ist Schweizer Ja, Sportfischmesse. 2 Idioten in einem Raum. Yes. Sehr passend gewählter Titel, Oli. Ich hätte geschrieben, 2 Idioten in einem Boot. Wir haben uns aber nicht im Boot kennengelernt. Es soll eine Anspielung sein auf Ralf und Gesi und uns. Aha, ja Darum. gut, ja gut. Sie haben sich eben im Boot kennengelernt. Ja. Also nein, nicht kennengelernt, aber jetzt sind sie die gekommen von der Schweizer Sportfischermesse. Hey, und auch da haben wir wieder viele Kommentare bekommen. Es sind, ja, das war so ein bisschen das gewesen mit dem herzigsten Kommentar. Mhm. Dort haben wir ja schon gesagt, welche das wir herzig finden, welche Kommentare, nicht welche Personen, welche Kommentare, Personen sehen wir ja nicht. Und die haben uns dann auch begrüßt an der Schweizer Sportfischermesse. Sehr cool gewesen. Auch noch eine da. Hut ab an die Organisatoren und danke an denen, die da mitgemacht haben. Ja, und für uns vielleicht nächstes Mal einfach so eine Randnotiz ist, dass wir vielleicht mit so Leuten eben dann ein Selfie machen, weißt du, also ein bisschen Ja, für das Insta wärst und so. ja, Aber ja, wir haben beide gemerkt,
Wir sind beide irgendwo voll eingespannt gewesen, im Vollgas. Gar keine Ja. Zeit dazu gehabt, um etwas zu denken. Wir haben wir, glaube ich, letzte Woche darüber geredet. Viel mehr auch für Insta etwas gemacht. Vielleicht nochmal live gegangen oder so, aber eben der Zeitfaktor ist halt, hat eine grosse Rolle gespielt. Definitiv, ja. Absolut. Ja, auch da sind viele Dankenskommentare gekommen. Super interessant, spannende Unterhaltung. Auch der 4. Podcast war der Hammer gewesen. Ja, dass die Leute auch so sind wie mir. Ist verrückt. Ja, nice. Ist sehr schön, ist sehr schön. Ja, ist eigentlich so ein bisschen das gewesen. Von dem her, hey, danke vielmals fürs Mitmachen, danke vielmals fürs Interagieren und ja, sind wir eigentlich auf die hauptsächlichen Kommentare schon ein. Für die sich fragen, warum liest der Nico immer das vor, ist es so, dass heute der Spotify für Podcasts, das App irgendwie abgeschwartet ist und wir ein neues Passwort haben müssen setzen und ich habe das noch nicht eingegeben. Darum sind wir jetzt ein bisschen auf den Nico angewiesen. Genau. Darum liest du das vor. Ja, Aber richtig. so, wenn sich jemand fragt, warum liest denn der Oli nicht vor? Genau, da hole ich jetzt einfach verkackt. Ich bin nämlich auch darauf angesprochen worden, dass du viel mehr redest wie ich. Ich muss ein bisschen mehr reden, hat's geheißen. Ja, das hast du in der letzten Folge schon gesagt und hast es dann gemacht. Bist du wieder darauf Wohl? angesprochen worden? Nein, jetzt nicht. Ah, ja, gut. Die letzte Folge war gut gewesen, dann. Also erzähl noch nicht. Ja, du hast okay. Ich mache Antwort. Gut, ich könnte dir das Handy geben, aber jetzt sind wir schon bei dieser Episode, wo wir erst gerade gedroppt haben. Also, The Hangover. genau, richtig. Bei der Rückblick oder doch ein Hangover zur Schweizer Sportfischermesse. Hey, und wir haben doch schon, Hure viele Kommentare schon gehabt. ja, wir haben schon über 100 Wiedergaben. Ja. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Dienstag. Am Sonntag ist sie rausgekommen. Mhm. Das hat wirklich einfach viele Podcasts ausgekommen. Das ist krass. Mhm. Gut, ich habe gerade wieder von heute jemandem gehört, den erst heute hören. Aber easy. Ich bin auch jemand, der sich ein bisschen aufspart. Oh, schau, jetzt haben wir den Mitch gerade geschrieben. Oh, weißt du was? Der CD. Jetzt kommen wir ganz in den CD. Du hast mir versprochen, dass du mir eigentlich noch eine Sprachnachricht schickst. Weil er hat uns eine Antwort gegeben. Wir haben doch mal, weißt du noch, ich weiß nicht mehr, in welcher Episode, das kommt mir jetzt gerade noch in, dass wir den CD gefragt haben, wie er das macht mit Ja. Fischen und Toppis. Ja, genau. Und er hat eine Sprachmemo gemacht, hat dort auch noch andere Sachen gesagt, wo nicht für alle gedacht ist. Darum, Sidi, mach doch von uns nochmal eine Sprachnachricht, dann können wir das nochmal aufgreifen. Ich glaube, die einen interessiert das sicher, wie du das machst mit 2 Teams. Ja, eh. Absolut, absolut. Ich habe an der Messe, nein, ich habe nicht gut, nein, ich habe nicht mitgekriegt. Ich habe nur schon gesehen, schön die Tappen geschüttelt. Ja, von dem her, ja. Aber er ist ja bei der Messe nein, ist am HRH-Stand gewesen, für Toppis Ja. und nicht für Fischen. Mhm. Von dem her, ja, wenn er das macht, so, ja. Du hast eigentlich Punkto Mitch noch etwas sagen, oder? Ja, ja, genau. Sorry. Ich habe jetzt gerade noch ein Selfie am Mitch geschickt. Hey Mitch, an dieser Stelle danke vielmals, dass du unseren Podcast hörst. Ja, er hat auch geschrieben, hey, merci Nico. Wahrscheinlich will ich sagen, ich wünsche dir alles Gute und ich kann es absolut verstehen. Ist immer noch sehr schade für Toppis Mitch, aber ja. Genau so in der Podcast weiterhin. Genau, hoffentlich. Hey, ja, da, der erste, der kommentiert hat, ist der Milan gewesen. Der hat mir wahrscheinlich gerade am Sonntagabend gehört. Der Milan ist mir auch helfen aufstellen. Er hat geschrieben, Nico, gern geschehen, ist geil Stand geworden. Oli, bin gespannt auf deinen Film. Mal schauen, ob er Der ihn Druck kommentiert. ist sowas von da. Können wir nicht glauben, das ist der grösste Druck, als wenn ich sonst ein Video mache. Weil, ja, alle mega gespannt drauf sind und ich will doch, eben, das habe ich ja schon mal drüber geredet, einen Anspruch an mich selber und einen Anspruch an auch die Leute. Darum, ja, bin gespannt. Ja, eh. Aber absolut. Feedback vom Sicher. Trailer sind schon mal riesig gewesen von den Brands, das ist schon mal gut. Also der Teaser ist geil. Der Teaser, den du gemacht hast, ich habe den ja schon gesehen. Der ist geil. Ihr habt jetzt den sicher auch schon gesehen, wenn ihr den Podcast hört. Wenn nicht, dann Hey, ja, und die erste Folge, es kommt der zweite Teil raus. Also, wer noch Ja, nicht die eben. erste geschaut hat, gerade der erste nach dem Podcast, gerade der erste Teil schauen und gerade noch der zweite hinten rein. Ja, genau. Von dem her, ja, gebt uns ein Feedback, gebt Molly ein Feedback vor allem, haut in die Kommentare beim Video. Hey, unbedingt. Das finde ich mega cool. Das muss ich aber sagen, dank dem Podcast kommentieren viel mehr Leute auch meine YouTube-Videos. Und das finde ich mega. Macht das weiterhin. Weil so kommst du auch ein bisschen, wie sagen wir, im YouTube so ein bisschen
Hast du das besseres Ranking? Ja, das Ranking und zeigt mehr Leute das an und das finde ich mega gut. Ja, genau. Hilft mir mega weiter, wenn das viel mehr Leute so machen. Ja, und vor allem, es gibt dir auch konstruktives Feedback, oder? Ja. Also schreiben da mal nicht nur die guten Worte, sondern auch, was ich aber besser. Es wird ziemlich vieles sein, aber hebt euch kurz. Nein. Genau. Nein, zum Glück haben wir keine Kamera aufgestellt, sonst hättest du mir jetzt den Mittelfinger Ja, gesagt. richtig. Nein. Ja, ich habe dir auch mein Feedback auch schon bereits gegeben vom Forellenvideo. Genau, von dem yo. Dann haben wir auch noch einen Kommentar gehabt, die Messe ist gut gewesen vom B.A. Krebs. Die Folge ist vor allem gut gewesen, sorry, nicht die Messe. Zur Verbesserung Gesi, das wäre jetzt dein Part. Ich hoffe, du hörst gut zu, kannst durchspitzen. Und zwar zur Verbesserung fände ich es cool, wenn vielleicht noch 1 oder 2 Restaurants mehr vorhanden wären. So, dass man ein bisschen mehr Abwechslung und ein bisschen mehr Auswahl hat. Ja gut, aber da kann der Ralf mit der Gysi ja nicht viel machen. Nein, ist so. Aber man könnte ja noch Foodstände aufstellen, zum Beispiel. Das wäre ganz nice. Das Darf hat's. das da nicht liegen? Ich weiss aber schon etwas. Aber ich kann es Okay. immer. Ich sag jetzt einfach, es gibt's in Augsburg hat's es gehabt, hat's Food Corners gehabt. Ziemlich cool gewesen. Stimmt, aber Friedrichshafen hat das ja auch. Genau, richtig. Und in Augsburg habe ich so einen Wild- oder einen Hirschdöner. Irgend so, keine Ahnung, so einen Wilddöner gegessen. Ganz geil. Also wirklich mega. Hast wenig Fleisch drin gehabt, hast geiles Fleisch. Gut, und wiederum denke, hey, du gehst an eine Fischermesse, du musst jetzt da nicht kulinarisch verwöhnt werden. nein, Sonst gehe ich ans Food Festival. Ja, es ist halt gewesen, weil es ist so ein bisschen Fischen, Jagen, Schiessen gewesen, weißt du, so in dem Stil, oder? Hast Ja. Fische gehabt, du hast Jagen gehabt, du hast noch Waffen gehabt, also Schiessen. Darum, bei Jagen ist natürlich naheliegend, wenn du dort noch ein bisschen Hirsch oder so, oder Reh, oder weiss der Teufel was hast. Genau, von dem her. Ja, aber es wäre sicher nice to know, oder nice to do. Ja, genau. Apropos Umfragen, wir müssen uns ja auch noch machen. Haben wir auch schon Zeit. Ah, mit den VIPs, ja. Yes. Mein Bock, sorry. Ja, die kommt raus. Ja, bis ihr den Podcast gehört, ist die Umfrage schon draussen gewesen. Oh, auf den Kommentar bin. Na komm, ich mache zuerst noch geschwind den Nino. Hey Nino, danke vielmals. Schön zu sehen, wie die Messe von Jahr zu Jahr wächst und die Fischerszene lebt. Ihr tragen mit dem Podcast viel dazu bei. Weiter so, macht mega Freude. Vielleicht schaffen wir es das Jahr mal noch zusammen ans Wasser. Hey Nino, danke vielmals. Schön zu hören, dass wir etwas dazu beitragen, zu dieser Szene, beziehungsweise zu dem ganzen Drumherum auch. Ich hoffe, du hörst fleissig weiter unseren Podcast und ja. Ich finde, der Satz hat mir persönlich mega gut getan, zum zu hören, hey, ihr tragt viel dazu Hey, bei. mega. Das ist mega. auch ein bisschen unser Ziel. Das Ja, haben wir ja voll. wollen, die Szene aufmachen, die Szene beleben. Ja. Nino, hättest du das geschrieben gehabt, wo es um die Messebillette gegangen wäre, du hättest 3x 2 Billette bekommen. Er braucht ja kein Billett, der Ja, war ich bei weiss. Fischen gewesen. Ja, aber er hätte es können vergeben, scheißegal, Stimmt. scheißegal, aber ja, ich hätte mich für dich eingesetzt, Nino, aber hey, danke vielmals. So, Oli, Yes. du hast im letzten Podcast zum Robin etwas gesagt, was er vergessen hat. Ja, ich weiß nicht, ob man das da im Podcast darf, sagen. Er Robin. schreibt dabei gehabt, Oli, aber im Stress untergegangen, aber Wort ist Wort. Übrigens, coole Folge. Ja, Robin, wir connecten mal privat, das klären wir nicht da. Ich habe jetzt gemeint, sie jetzt so voll so ein bisschen ein Insider gewesen, wo du da Platz lässt von den Toppies, wo irgendwie etwas haben, wo noch niemand hat und du testest oder du raushaust oder irgendwie. Nein, aber wenn es immer noch so ist, muss man mit Robin darüber reden. Ich habe dem Robin eine Idee weitergegeben, das ist jetzt aber auch schon ein Jahr her, wo sie sich überlegen, um das zu entwickeln. Aber ich muss einmal nachfragen, wie das ist. Okay. Etwas richtig Geiles. Übrigens, ist der aufgefallen, Toppies kommt, glaube ich, bei uns bei jedem Podcast vor. Ja, das sind auch gute Freunde von uns. Muss man auch mal so sagen. Ja, herrlich. Und ja. ich meine, wenn das halbe Team den Podcast Ja, hört, dann, ja, ist geil. kann Das man geht das ganz. Also ja. und wenn er auch immer kommentiert, also. Ja, voll, Ja, das ist so. muss Das man ist einfach so. reagieren. Genau. Ja, genau, das wäre das, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ja, das wären eigentlich die Kommentare gewesen zu den Spotify-Geschichten. Wir haben noch Sachen im Insta, wir haben ja noch eine Umfrage gemacht. Aber ich möchte noch schnell auf etwas reagieren, was wir uns ja vorgestellt haben auf Insta. Weißt du noch? Dort hast du in der Story eine Umfrage gemacht. Und dort ist unter anderem gewesen, hast du Oli schon mal gesehen? Ja, genau. Was ist dort gewesen? Hast du Oli schon mal gesehen? Nein, bis jetzt noch Hast du- nicht. Oder willst du mal mit ihm Willst du mal mit fischen? dem Oli fischen? Irgendwie so etwas, ja? Und dort haben im Fall recht viel das angeklickt, also fast so viel, wie mich schon mal gesehen haben, um mit mir zu fischen. Ah, wirklich? Und ich habe mir schon mal überlegt, ob wir das mal
Ja. Irgendwie Hast du den schon. Oli schon mal live gesehen? Ja, Stimmt. klar, nein, aber ich würde gerne mit ihm fischen. Es Ja, hat das stimmt. viel noch geschrieben, sie würden gerne mit mir fischen. Man kann sich das mal überlegen, oder was ich mir dabei überlegt habe, ist so ein Fishing-Bär-Fischer-Treff. Weißt du, so, dass wir irgendwo an einen See mal alle zusammen gehen. Vielleicht kann man da mit der Kooperation irgendwas noch machen und dann kommt jeder so ein Goodie-Bag und dann gehen wir zusammen so als Gruppe fischen. Ja, Zum cool. Beispiel. Das wäre mega cool. Cool wäre es halt, wenn wir, also weißt du, ich meine, ja, ist ja gut. Ich finde es cool, so, wenn wir zusammen gehen fischen, aber ich bin halt eher so ein bisschen der Wettkampftyp. Irgendwie. Okay. Ja, Und gar nicht. ich würde es halt eben geil finden, wenn Toppis etwas würde organisieren, wie jetzt das Turnier in Holland, dass dann irgendwo die Leute vielleicht ein bisschen zusammennehmen kannst. Ist halt scheiße, ist Holland ist weiter weg, es kann nicht jeder auf Holland kommen. Ja. Ja. Aber es wäre halt eben schon geil, wenn du irgendwie könntest sagen, weißt du, das Community, Toppis hat etwas organisiert, oder irgendjemand hat etwas organisiert und wir treffen uns dort. Gut, aber dann geht es ja um Toppis. Es geht ja in dieser Umfrage dann wie um Dann mich. organisierst du. Ja, richtig, ja. Aber weißt du, Web- das ist jetzt nur so die erste Idee gewesen. Nein, es muss nicht unbedingt Ja, ich Webfisch weiß. sein. Ja, ich weiß. Für mich ist auch das Treffen wichtig, nicht wer da gönnt. Ja, das ist gut. Eben, dass wir die Größe länger besser. Nicht sehen. Sagt er am Partners Golden. Ja. Ja, schon gut. Danke gleichfalls. Das ist geil. Ich sag nicht. Ja. Ja, darum habe ich mir überlegt, das wäre vielleicht mal, aber es liegt sehr wahrscheinlich nicht mehr das Jahr drin, weil für das Jahr sind Plan weit gemacht. Ja. 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 Das müsste grösser organisiert sein, wie du sagst, mit jemandem fertig denkt und. Irgendwie schon, ja. Irgendwie schon. Aber also die Idee finde ich cool. Es hat mal so etwas gegeben vom Kajakfischen Schweiz. Haben sich halt drauf getroffen Ja. auf dem Bielersee, sind die mit dem Kajak fischen. Am Abend noch chillig, das Bierli genommen, ein bisschen grilliert und so. So etwas wäre natürlich schon Ja, voll, cool. so etwas stelle ich mir auch vor. Mhm. Das wäre noch easy. Ich finde, das fände ich noch cool. Wer Interesse hat, unbedingt in die Kommentare schreiben. Ja, wäre Würden wir da nice. etwas Wäre organisieren? nice, ja. Cool. Ja, hey, wenn wir da gerade weitermachen, Ja, in eh. diesen Umfragen. Das ist die zweite Umfrage. Welches ist der erste Fisch gewesen, den der Nico gefangen hat, oder den ich gefangen habe? Ja. Wer den Podcast gehört hat, es gewusst. Hat Ja. sogar andere falsch Es sind- abgekritzelt, oder? Es sind 5%, die angeklickt haben, von wo sollte ich das wissen, habe Episode 2 noch nicht gelesen. Stark. Come on. Aber ich hoffe, ihr habt sie mittlerweile gelesen und ihr wisst, dass es nicht ein Egli war. Weil 32% haben Egli gesagt. Aber Wirklich? aber mir hat es schon richtig gesagt. Okay. Mir, Eben, ja, ich nein. habe gesagt, mein Papi hat gesagt, das Egli dabei ist das Rotauge oder Rotauge. Ja, aber das ist ja geil gewesen, weil es ein bisschen Ja, ja, es ist ein bisschen falsch verwirrend. festgelegt. Aber 63% haben es richtig. Wäre nice. Genau. Ja, hey, das Ergebnis von, was haltest du vom Wiederhakenverbot? Ja, knapp 80% finden es sinnvoll. Von dem her. Ja, ich auch übrigens, vor allem weil Holland C&R ist, bin ich ein absoluter Befürworter davon. Ich bin sicher am Turnier ohne Wiederhaken fischen. Und wenn ich dort halt einen verliere, dann ist es halt so. Aber weißt du, was habe ich mich dort letztens wieder gefragt? Warum, also wenn das eh alle abknipsen, den Widerhaken, warum stellt der Hakenhersteller, das könnte ich jetzt mal den Stefan Breu noch fragen, immer noch Widerhaken, Haken? Weil es an vielen Orten noch erlaubt ist. Zürichsee, Einzelhaken mit Wiederhaken. Greifensee, Einzelhaken mit Ja, aber Wiederhaken. eben Einzelhaken. Ich finde schon ein Unterschied. Einzelhaken. Einzelhaken, Ja, aber Du tust ihn auch abknipsen beim Einzelhaken. ich tue nicht mehr abknipsen. Okay. Ja, oder uns an meinem Hausgewässer ist grundsätzlich Wiederhaken verboten. Okay. Auch bei Einzelhaken. Ja. Und du kannst mit einem Einzelhaken ja genau gleich Schaden anrichten, wie mit einem Drilling in dem Sinn. Klar, ein bisschen weniger vielleicht, aber es schadet halt doch mehr, als wenn du ihn nicht hast. Darum- Aber das ist jetzt auch wieder ein Thema, wo man kann lang darüber ja, diskutieren absolut. wo auch absolut. wieder will zum Fischbestand bla 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 Ja. hinzufügen. Also, Ja. umso mehr wir darüber reden, umso mehr merke ich, man könnte schon noch mehr machen. Man muss Ja, einfach auch voll. wollen. Ja, und dann sind noch ein paar Umfragen gewesen, von wegen, hast du die Episode schon gelost? Hat es dir gefallen? Wir haben ja gestern auch noch eine Umfrage gemacht. Für heute. Ja, hau du die raus. Ja, du hast gestern noch gefragt, ja, was wollt ihr sonst noch wissen von uns? Mit so Umfragen vom Thema, lustig. Ich kann die gar noch nicht haben. Der Linus hat geschrieben, in welcher Größe nehmt ihr den Fisch, oder entnehmt ihr den Fisch? Wow, Linus, heikles Thema, Mann. Heikles Thema. Aber fände ich jetzt schon noch spannend. Ja, aber ich möchte mich jetzt da nicht als C&R-Fischer outen. Ups. Hast du jetzt gerade eine Antwort? Ja. Ich glaube, letztes Jahr kein einziger Fisch mit heimgenommen. Ja, was?
Ich habe einfach immer nur die grossen gefangen, nur 40 plus Segli und 1,20 m plus Hecht und die sind mir einfach schade zum Abhauen. Okay. Nein, Spaß. Also das mit dem, ja, nein, ich habe wirklich, ich glaube, also ich bin auch nicht so kein viel im Wasser gewesen. Von dem her, ja. Nein, ich glaube, ich habe wirklich keinen einzigen Gedanken. Okay, ich habe doch ein paar Fische letztes Jahr mit heimgenommen. Ist halt mega schwierig, ich bin viel auf Hecht gewesen. Mhm. Und die Hechte bei uns oder uns sind extrem zickig gewesen. Ja. Also ich habe Hechte oder uns selber habe ich vielleicht 2 Hechte an der Route gehabt. Und der Rest sind eigentlich alles Egli gewesen, die ich gefangen habe. Aber, es soll auch gesagt sein, hauptsächlich auf grosse Köder, wo ich eigentlich auf Hecht am Fischen gewesen bin. Hat mir anfänglich einer gesagt gehabt, fangst Egli mit 12,5 Zentimeter. Er hat gesagt, du spinnst. Ich gesagt, weißt du, vergiss es, du willst mich verarschen, oder? Aber ich habe doch mit dem 5 Inch, mit dem Lazy Shad, habe ich extrem viel Egli gefangen. Wo ich eigentlich auf Hecht aus bin. Von dem her ist es immer noch so ein bisschen, ja, es ist nicht der Zielfisch gewesen. Bei mir ist so, ich finde so Egli ab 30 macht Sinn zum Mitnehmen. Einfach auch, dass du ein anständiges Filet hast. Ich bin nicht der, der irgendwie 15er Egli muss mit heimnehmen. Das finde ich irgendwie ein Scheiß. Beim Hecht, ja, nehme ich auch ab und zu einen mit, aber dort muss er auch ab 60 plus haben. Eben, wenn er dann so ein 80er Mutti ist, dann, was mache ich mit dem Fleisch? Also, bei mir in der Familie essen nicht viel Fisch, nur meine einen Brüder. Und dann finde ich es auch ein bisschen schade, wenn ich auf den Fisch mit heimnehme und es isst ihn niemand. Ja, und ich nehme halt, je nachdem, gell, wenn der Fisch halt den Bait irgendwie blöd verschluckt hat, oder gerade so einen Hecht, den er voll inhaliert hat, dann nehme ich ihn auch noch mit. Also, sobald er das Ja. Maß natürlich hat. Ja. Ich habe natürlich noch, auch bei den Egli, bei mir ist es ja auch mal so, dass irgendwie ein kleiner hängen bleibt und der auch den Bait blöd geschluckt hat, dass du ihn musst runterschlagen. Ich habe dort den Vorteil, ich bin halt der Katz. Ja, möchte ich schon einhängen, wenn der Köder tief ist und ich fische sehr vorsichtig eigentlich. Also, ich schaue, sobald bei mir ein Fisch blühtet, in der Regel nehmen den auch. Ja. Weil, ja, ich sage, es ist einfach schade, wenn du einen Fisch wieder rauslässt und der stirbt. Mhm. Wir haben auch schon einen Hecht gehabt, der hat irgendwie den Kiemenbogen auch schon mega komisch rausgebogen Ja, gehabt. kein Thema. Und dann haben wir auch gefunden, hey, wenn wir ihn nicht vorsichtig wieder können richten, dann müssen wir ihn auch Ja. mitnehmen, weil das ist ja Ja. Quälerei für Tiere. Ja, absolut. Ich hatte zum Glück nie so einen Fisch gehabt jetzt letztes Jahr. Sonst hätte er ihn auch mitgenommen. Das sind für mich die Fische, die ich dann mitnehme, auch wenn es halt nicht der Zielfisch ist. Absolut. Aber ansonsten bin ich schon eher auf der Seite, die sagt, hey, wenn es ein schöner Fisch ist, der fürs Gewässer wichtig ist und vor allem, wenn es nicht der Zielfisch ist, ja, dann soll er wieder gehen. Mhm. Soll er kommen, wenn er ihn will. Ja. Und Forellen nehme ich sehr gerne mit. Ich finde, das ist ein sehr feiner Fisch zum Essen. Hat auch meine Frau gern. Aber dann gehe ich wirklich bewusst zum Nahrungsbeschaffung. Ja, Forellen okay, aber einem Put-and-Take-Gewässer gebe ich dir recht. In der Reuss gehe ich eh nicht Forellen fischen, weil wir haben praktisch keine. Sonst Put-and-Take-Gewässer ist für mich klar, dort nehme ich Fisch auch mit. Also dort gehe ich nicht einfach fischen, um einen Fisch zu fangen und wieder freilassen. Dort sind ja vielfach die Fische auch eingesetzt. Oder meistens, eigentlich immer die Fische eingesetzt und die haben meistens auch gerade Pfannengrösse, vor allem jetzt gerade beim Dani zu Lungern. Dort ist, ja, von dem her, ja, Ja, komm doch mal mit ins Tessin. zumal eben Forellen gar nicht so. Ja. Gut. Willst du das Das hat- Thema wirklich das noch hat mal auch- an? das Ey, hat ich auch glaube, gute Leute, wir Rückmeldungen müssen mal den gegeben. Nico mal ein bisschen bekehren da. Ich Ja. glaube, es hat ganz viele Leute, die auf Forellenfischen, wir könnten doch mal ein Forellenfischen-Treffen Ja. machen. Hey, das hat so viele Rückmeldungen gegeben mit dieser Forelle. Da habe ich so viele private Nachrichten bekommen. Ah, übrigens, apropos privat, ich habe noch eine bekommen. Ich habe noch private Nachrichten bekommen vom Michael Koch, also Kochs Fischerwelten. Und die ist auch mega positiv gewesen. Die hat geschrieben, hey, geiler Podcast, macht weiter so. Mega cool gemacht. Ich höre es sehr gern und der freut sich jetzt schon wieder auf die nächste Episode. Mega cool. Voll. Finde ich Hammer, ja. Auch Vielleicht auch für die, die sich fragen, warum erwähnen wir da so viel, dass die Leute mega cool finden, dass ich das mega feiere, weil wir sind wirklich überrascht, wie viel der Podcast hören. Hey, Eben, wir sind davon ausgegangen, wenn unsere paar Kollegen das hören, dann ist das okay, aber dass es Ja. so ist, wie ihr jetzt das hört, das haben wir uns niemals ausgemalt, wo wir No. gestartet haben. Never. Never. Ja, dann haben wir im Fall dort zwischen nochmal eine Frage. Also nochmal bis zum Beantworten. Ja, ich habe vorher noch schon geschaut. Und zwar,
liest sie jetzt der Oli gerade vor. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber was er gefragt hat, weiss ich nicht. G3AE2 Official. Können ihr bitte Ja, normale siehst, Instagram-Namen machen? jetzt weisst du ja, warum dass ich den Namen nicht mehr im Kopf habe. Könnt ihr euch vorstellen, eigene Produkte, zum Beispiel Köder, auf den Markt zu bringen? Hey, die Idee finde ich geil, aber ja. Du hast ja dort schon mal einen Selbstversuch gemacht mit Bait selber gießen, oder? Ja, aber das war mehr für mich gewesen. Eben, ja, Das ist mehr nicht, für das ist dich. nicht für auf den Markt oder so. Ja. Ja, also ich finde es geil, ich mache das gerne selber. Ich habe auch schon Hardbaits selber gemacht und selber auch drauf gefangen. Mhm. Ganz geil. Ich habe mal so ein Spintail gemacht, ich habe ein Holzstückchen genommen, so Fichtenholz ist das, wo man ein Dachplatte, weißt du, dann habe ich angefangen, dort ein bisschen rumzuschnitzen, habe ich so einen Zigarrenköder gemacht und hinten für ein Spinnerblatt rein da, 2 Drillinge eingeleimt. Ja, ich habe Hecht gefangen, geil, perfekt, oder? Noch ein bisschen angemäkelt natürlich, so schwarz-weiß. Ja, Gummiköder, ja ich zeichne gerne Formen und alles, aber auf den Markt bringen, also weißt du, dann auch wirklich vermarkten so, also ich habe geschaut mit diesen Major-Fish-Geschichten. Ähm, ich habe den Podcast, ich habe Familie, ich will selber auch noch können fischen. Aber du wärst schon mehr der Designer und würdest etwas erstellen, wenn du könntest. Ja, aber jetzt vielleicht weniger mit Köder, sondern vielleicht so Kleidungsgeschichten, weißt du, Caps, T-Shirts, irgendwie so mit einem geilen Logo, geilen Schriftzug. Ja, das eher. Das könnte ich mir eher vorstellen. Und dann irgendwie sagen, hey, über Instagram so einen kleinen Shop machen oder so. Oder auch eine Verlosung oder etwas, irgendwie so. Köder an und für sich. Das Giessen, gell, es ist dann halt schon nicht ohne. Also ich weiss nicht, ob ihr schon mal, oder ob du schon mal einen Köder gegossen hast. Nein, kann ich nicht. Darfst gerne mal machen, wenn du willst. Kannst gerne mal von Anfang, von A bis Z, weißt du, auch mit Zeichnen und allem, kann dir gerne alles erklären. Aber es ist schon noch aufwendig. Und du hast eine Maske, du musst das Zeug erwärmen, musst es richtig mischen, du musst giessen, dann musst du testen, dann musst du wieder Änderungen vornehmen. Ja, es ist schon nicht ohne. Also, ja, Mhm. von dem her. Wenn dann eher im Merch-Bereich, Kleidung, Maßbänder, Scales zum Beispiel, der hat ja Connections dazu. Ähm, ja, Köder. Ja. Vielleicht mal irgendwie einen Major-Fisch-Köder nehmen und sagen, das ist ein Fisch verrückt Sonderfarbe, okay. Aber nicht irgendwie selber designen und wow, machst du irgendwie. Voll, ich bin in dem Fall voll einig, nebst dem, dass ich gar keine Zeit habe. Und Mhm. jetzt mit den Kooperationen, die ich habe, ist nicht gerade in Planung. Eben mehr, wenn man sagt, hey, man macht mal so eine Sonderfarbe so. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Aber nein, ich könnte jetzt auch nicht, ich bin auch nicht der, wo so Sachen zeichnet und sich damit auseinandersetzt. Eben, ich bin Mhm. lieber der, wo mir jemand sagt, hey, schau da, ich habe einen Bait gemacht, probier den mal und gib mir das Feedback. Mhm. Dort hättest du mich eher als etwas selber designen. Aber wo ich mit dir auch einig bin, ist, mit Kleidung. Ja. Wenn, dann würde ich Kleidung machen, weil ich finde, da ist der Markt wirklich noch offen. Wir haben wenig, finde ich, geile Klamotten, so Ja, gut. beispielsweise Nace jetzt macht Ja. oder so. Ja. Weißt du, Ja. so etwas Geiles, was du auch für im Ja. Alltag kannst tragen, nicht nur zum Fischen. Ja. Ich meine, die Gilets sind langsam aus der Mode gekommen. Ja. Ja. Einfach so ein bisschen, Ja, es ist so. Es ist ja, so. und nicht jeder will sich ein Patagonia-Shirt kaufen, wo das Shirt irgendwie 60 Stutz kostet. Gut, gell, also, sind wir mal ehrlich, ich habe ja mal selber Jerseys gemacht, Ja, über Major Fish. ja, habe ich doch auch so einen, oder? Genau, ich habe es heute wieder gesehen, als ich das Video geschaut habe. Und so ein Jersey kostet dann halt gleich, auch je nach Abnahme, die du hast, bist dann im Verkauf, sag ich jetzt mal, bist dann halt gleich schnell mal eins bei 50 Stutz. Ja, Weißt klar. du, weil du willst ja nicht einfach irgendetwas Billiges. Ich habe letztes Mal Longsleeves angeschaut, die ich machen könnte für Major Fish. Dort hat mir eins im Einkauf irgendwie 15 Stutz gekostet. Dann habe ich überlegt, ja, soll ich echt mal 10 bestellen? Dann dachte ich, ja, jetzt bestellst du mal 10, das sind die einfach verschissen. Gut Mhm. Deutsch gesagt, weil es halt einfach Polyester ist oder so, oder einfach irgendetwas verdammt Unangenehmes, wo beißt, wo vielleicht noch dünn ist, wo du nicht kannst brauchen. Dann hockst du auf denen zu. Die willst du nicht verkaufen. Das willst du keinem andrehen. Eben ja, es geht ja wieder darum, dass Jersey verkauft wird und das ist ja dann mehr für Ja, es kommt drauf Pro-Staffer, an. oder? Es kommt drauf an. Nein, es gibt ja gleich noch viele Leute, die es geil finden, mit einem Jersey rumlaufen, wenn sie nicht in einem Team sind. Ja, eh. Also, finde ich auch absolut verständlich, weil es sieht auch geil aus, es ist bequem, hast einen UV-Schutz, es ist leicht, aber es muss halt auch das Ganze auch erfüllen. Aber wenn du nicht mal einen UV-Schutz hast, wenn es dann noch so staubig schwer ist, noch so beißt auf der Haut, dann leist du es eh nicht an. Und dann willst du es auch nicht irgendwie einmal drehen, oder? Darum, ja, es ist dann so ein bisschen Und zurück. Hoodie ist auch nicht gleich Hoodie, Ja, finde ich. richtig. Absolut, Also, absolut.
Du wirst begeistert sein vom Maximus Hoodie. Ich finde auch, wichtig ist bei mir vor allem die Scheißkapuze. Und das Ja. habe ich im Fall erst jetzt letztens festgestellt. Es gibt so viele Hoodies, wo einfach eine komische, so eine Laberkapuze. Weißt du, Ja, was ich voll. meine? Ja, Ich ja, finde, ja, die ja, ja. Kapuze muss hinten Ja. ausfüllen, muss Ja, geil ja, aussehen. ja. Wenn ich sie über das Cap reinziehe, muss ich eine Form haben. Ja, und du willst ein bisschen Stabilität Ja. haben. Du willst nicht einfach so eine haben, wo er gerade zusammenleidet, oder? Sondern du willst eine haben, wo nachher ein bisschen auch Kopfform, ja, halt einfach, ja, Ja, man geil mich aussieht. nicht gerade einhängt, Ja, weißt du, genau. wo ich es gerade am Bart habe. Nein, das mag Ja. ich nicht, Ja. gar nicht. Ja, Ich ja. wollte sie können über das Cap ziehen, soll mich Ja. von der Sonne schützen. Ja, genau. Eben, ich finde, dort ist der Schweizer Markt schon noch offen. Ja. Es gibt Aber- wenig Brands, die jetzt irgendetwas von der Schweiz aussenden. Ja, Toppis ja, hat es etwas, ist so. Toppis hat Hoodie-Shirts. Major Fish bzw. Maximus. Ja gut, aber das musst du halt in Deutschland bestellen, oder? Verkaufst du? Ja, noch nicht. Okay, kommt noch. noch. Stucki hat Stucki hat die haben jetzt etwas, auch genau. noch Socken gebracht, neu. Genau, haben wir auch an der Messe. Freue mich drauf. Ja, es sind so die, wo man kennt. Und es Ja, ist halt voll. alles so Westin und so Züge, das ist halt, finde ich, ist Ja, nicht Schweiz. Ja, aber kommst du halt gleich am über. Also, Ja, ja, weißt ich habe den Messe viel gesehen mit einem Westin-Pulli rumlaufen. ja, ich bin der. Hure langweilig. Ich finde ihn einfach noch geil, schlicht gehalten. Ja. Ja, dürfte ein bisschen mehr Farbe geben, aber, ja. Ja, von dem Darum her. bin ich, ja, der Also Dustin hat halt da Kleidung- schon etwas vorgeritten, muss man ihm schon sagen. Kleidung, ja, finde ich geil. Köder finde ich auch geil, aber wenn dann so ein bisschen für Eigengebrauch eben, wenn ich denke, hey, jetzt packt es mir wieder, jetzt muss ich einen machen, jetzt gieße ich einen, dann ja. Ansonsten ist halt einfach der Aufwand enorm, weil, also du musst ja auch eine Packung haben, oder? Du kannst ja nicht so eins und Ja, fix. irgendwie, ja. Von dem her. Ja, und Route, sind wir mal ehrlich, gibt's Hey, schau, genug andere Marken, die das, ja, und vor allem, also ich habe mir auch schon mal überlegt, eine eigene Route zu machen, auch für mich. Ja. Auch mal so selber eine konstruieren. Das wäre schon hure geil, aber du zahlst sofort irgendwie 400-500 Stutz für den Blank. Und nachher brauchst du noch das Material dazu. Du bist schnell mal bei 800 Stutz vielleicht, je nachdem. Und wenn du die Routenserie machen willst, dann, ja, hey, schau bei Toppis. Die haben eine Serie rausgebracht am Anfang, die Blue Percy. Blue Percy, ja. Genau, das war die erste gewesen. Irgendwie 2 Jahre später Blue Suri und jetzt haben sie Blue Blue Lightning. Lightning. Genau. Die machen ja nicht umsonst nur eine Serie aufs Mal. Also klar schon, irgendwo durchdachte Serie ist sehr durchdacht, absolut, finde ich auch geil. Aber, hey, so eine kostet. Schau mal Real Brothers an, mit den Eltern. Hey, das kostet. Das machst du nicht einfach so schnell. Du investierst mal eine gewisse Summe, wo du dann irgendwo einfach mal, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach 10.000 hinleihst, 10.000 Stutz und sagst, jetzt machen wir mal Prototyping. Ja. Und nachher, wenn es in die Produktion geht, dann leihst du noch eine hin. Ja, nachher kommt noch das ganze Vermarkten dazu. Ja. Also eben, du bist dann nicht Westin, du bist eben Ja. halt, Du bist nie. sorry schnell, ich will es nicht niedermachen, aber du bist halt Toppis. Du bist Weißt du nein, so? du bist noch weniger. Ja. Du bist niemand. Wenn jetzt Toppis die nächste Route rausbringt, dann sagen die Läden, ja geil, schon wieder eine Route, fett, Mann. Oder? Aber der Start, musst du nicht zuerst machen. Du musst zuerst Ja. den Namen haben. Also, nein, von dem Das her. Gleiche mit dem ist- Bait. Das Gleiche ist mit dem Bait. Das Gleiche ist mit dem Bait, ja. Dort hast du vielleicht ein paar Läden, wo du gut gesinnt bist, dein Daily Tackle Shop, oder? Dein Tackle Dealer vom Vertrauen, wo du dann gehst und sagst, hey, los, ich habe da ein Bait, häng mal an, ich gebe dir mal 10 Päckchen oder so, schaust mal, wie die wegkommen. That's it. Mhm. Wie viel du kennst Dynamite? Ja. Wie viel Also, hörst du von denen? Hm. Wie viel hörst du noch von denen? Nicht? Aber darum, ich weiss, der Goldfish hat's. Ja. Ja. That's it. Oder? Darum sage ich, es ist schon nicht ohne. Also, ja. Eben, zum die Frage ein bisschen abschliessen, glaube ich, wir sind zu hart, wenn man sagt, hey, Spezialfahrer, Ja. mal etwas ausprobieren. Ja. Kleiderdesign, ja, sofort, wenn wir Geld haben, Ja. sind wir dabei. Ja. Und sonst, hey, es gibt geile Sachen. Ja, es gibt so viel Geiles auf dem Markt, wo schon gemacht ist, wo nicht noch das Rad neu erfinden kannst, du eh nicht mehr. Eben, ich bin jetzt so ein bisschen gewickelt, jetzt auch mit dem Podcast. Wenn ich etwas machen will ich etwas machen, was noch nicht Ja, gibt. genau. Eine Idee, Ja. wo durchsetzen, was es noch nicht gibt. Klar, jetzt einen Podcast gibt's ja schon. Ja, aber nicht Ja. aus der Schweiz. Genau. Und das ist etwas, was ich will. Wenn, dann will ich so etwas erschaffen. Genau, absolut. Sehe ich auch so. Aber wer weiß, wir haben jetzt mal angefangen mit den Sticker. Die wären eigentlich schon für die Sportfischermesse ready gewesen, hätten zählen, aber irgendwie ist da Fehlkommunikation gewesen, wahrscheinlich auch von meiner Seite, keine Ahnung. Der QR-Code ist schlussendlich zu klein gewesen. Schade. Jetzt haben wir so einen QR-Code gedruckt. Und die wollen, die kommen ab die Messe auf Friedrichshafen. Wenn ihr einen Podcast hört, das Wochenende drauf ist die Messe, kommt vorbei.
Ich bin sicher am Samstag und am Sonntag am Stand und der Oli echt am Am Samstag. Samstag komme ich, ja. Genau. Hey, kommt vorbei, fragen nach uns, wir sind dumm. Ja. Ja, und holen euch einen Sticker ab. Ein Sticker ist Ja, gratis. logisch. Genau. Und es gibt noch ganz viel cooles anderes dort. Maximus hat übrigens die neue Kleiderserie auch dort, die neuen Hoodies in den passenden Grössen und vor allem Socken. Ganz geil. Hast du letztes Mal gesagt? Weißt du, was will ich mir an der Messe gönnen? Was denn? Eine Abu-Rolle. Eine Big Bait-Rolle. Oh. Die Ambassador-Rolle. Lustig, ich muss im Fall auch an Übrigens eine Rolle kaufen, weil ich habe ja von dir Black Widow Ja, dürfen testen und mache noch ein geiles Video dann darüber. gut, bin gespannt. Und Wann ja, ich kommt muss das noch, nächste Woche? ja genau. Nein, aber im Fall, es ist schon in Planung. Ja, wirklich? Ja, in Geil, Holland. das ist- Fix. Ah, geil. Oh, das wollte ich auch noch fragen. Deine Frau filmt Holland, gell? Ja. Ich hätte mal noch nicht zu viel liegen. Das Jahr Ja, kommt das ist so gut. Ja, das Bombenprojekt. ist geil, Ich Mann. habe ja Das ist gesagt, geil. eben durch die Kooperationen ergeben sich automatisch Ja, geile Videos und ich auch an geile Orte komme, um zum gutes Footage zu drehen. ja. Aber ich kann will sagen, ich muss mir auch noch Rollen kaufen für Black Widow. Ich Nice. glaube, dort Nice. Friedrichshafen ist schon gut. Du hast die Bakecaster, gell? Nein, und Spinning. Hast du Spinning? Ja, okay. Haben wir ja letztes Mal darüber diskutiert, was jetzt UL ist. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, aber jetzt ist das Wurfblitz. Das ist ja gut. Ja. Gut. Ja, hey, dann, Jetzt haben wir ein bisschen gross Ja. ausgeholt bei dieser Frage. Aber Ja, es jetzt sind wir- ist eine spannende Frage. sehr, absolut, absolut. Hey, wenn ihr weiter so Inputs habt, haut's raus, meldet euch. Ja. Nebst dem, wir haben beide irgendwie schon eine Art Marke. Ich meine, du mit Mädchen bis Schweiz, Ja. ich mit Fishing Bear. Das sind ja auch schon Eigenmarken, wo wir ein bisschen Promo machen. Ja, ja, Also so. absolut. Mit absolut. Fisch verrückt sowieso. Genau. Dann, ich glaube, dann haben wir es für heute wieder. Müssen wir euch leider enttäuschen, es geht nicht länger. Ja, es ist Ja. jetzt auch eher ein bisschen Oh eine nein, spezielle entweder Folge. oder. Ja, das spielen wir sicher Wenn wir das noch. noch machen. Natürlich Gut. spielen wir das noch. Gehen wir über die nächste Rubrik. Entweder oder. Und ich glaube, du bist dran. Ich Ja, muss Mann. ehrlich sagen, ich habe nicht mehr geschaut. Ja, ich im Fall auch nicht, aber du hast So. geschrieben, ich habe dich. Ich Und, weiß. aber ich muss dir auch sagen, ich habe mich jetzt am Anfang von der Folge, dort, wo du noch ein erzählt hast, von deinen News, habe ich mir das Zeug geschrieben. Ja, eben, siehst du. Ach komm, dann ist easy. Dann machen wir es gerade so und dann wissen wir das nächste Mal wieder. Ich würde es auch meinen. Kommt davon, Es wenn wir sind, Gäste einladen. also die eine Frage, die erste finde ich sehr cool, die zweite ist so ein bisschen, die dritte ist, Wieder, Da bin ich gespannt. also, erste Frage, Mhm. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Wirklich? Fix Fleisch. Wirklich? Okay. Ich muss im Fall ehrlich sagen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich habe früher mega gerne Fisch gehabt. Ich habe angefangen zu fischen und dann ist so der Appetit auf Fisch viel weniger geworden. Okay, spannend. Also wirklich das Erlegen sozusagen, irgendwie schlägt schon ein bisschen bei mir auf den Magen. Aber ich nehme natürlich gern Fisch mit und essen und machen auch gern. Aber wenn, dann lieber ein anständiges Steak. Ja, zum Glück bist du nicht Jäger. Genau. Mein Cousin ist Jäger. Grüß an mir, der lässt unseren Podcast auch. Ja, sehr nice. Bringt wieder mal ein Wild zusammen. Ich wollte jetzt gerade sagen, Hirsch-Trockenfleisch habe ich auch sehr gerne. Mega fein. Gut, nächste Frage. Texas oder Carolina? Du als Barschfischer. Carolina. Carolina? Fix. Es geht nichts über Carolina. Carolina ist einfach, also ich habe mega gute Erfahrung gemacht, gell, am Greifensee. Und zwar nicht über den Grund schicken. Ja. So, wie andere das im Winter machen. Ich tue es nämlich voll durchkurbeln und dann klopft es einfach rein. Ich glaube auch, weil der Bait frei ist. Ja. Das ist mal vielleicht etwas, was ich nicht in einem Video teste. Aber ich will mal ein bisschen herausfinden, ja, wie ist es einfach im Freiwasser, wenn der Gummifisch oder der Krebs schwerelos ist. Ja. Ich glaube, das reicht mega viel Fisch noch an. Und das Fischen nicht viel. Viele nehmen das Okay. Carolina und das Texas ist ja viel am Boden anschleifen Ja. und einfach mal durchkurbeln. Spannend. Voll. Auch, auch im Mittelwasser, also. Genau, im Mittelwasser. Okay. Ich habe, im letzten Winter ist das nicht gehabt. Er ist knapp 35 plus gewesen. Der ist einfach im Freiwasser durch, Ja. mit dem Carolina einfach durchgezogen. Geil. Voll. Geil. Okay. Spannend. Ja, Wo dann wärst du dort? hätte ich Carolina gesagt. Weil Ja. mit Carolina kannst du so schnell das Texas machen. Ja, das Wenn stimmt. du mit Aber dem Stopper schaffst, ich mache es aber nicht mit dem Stopper. machst du eigentlich schon einen Wirbel, ja? Ja. Ja, okay. Ja, habe ich jetzt auch ein bisschen angefangen, das mit Wirbel machen, weil beim Ausrühren hat es mir immer einen Stopper vorgehauen.
Ja. Darum habe ich dann angefangen, ein bisschen Wirbel reinmachen. Und dann reissest du einfach meistens nur den vorderen Teil mit dem Haken ab, wenn du irgendwo einen Hänger hast. Dann kannst du einfach einen neuen Haken anknüpfen, musst du in den Player setzen. Nino, darf ich dich jetzt da schon ein bisschen dissen? Das war lustig im Video. Oder einfach an der Messe habe ich den Nino gefragt, oh, und was machst du so? Dann sagt er mir, ja, ich arbeite in der Workshop Area, weißt du, von fischen.ch. Dann sage ich, du musst den Leuten zeigen, wie man das Carolina bindet. Weil ich finde, das Carolina braucht schon viel Aufwand, um das zu binden. Ja. Und dann sagt er so, ja, so sinngemäß sagt er so, ja, ich weiss, wenn ich es noch kann. Und dann habe ich so gedacht, das kann doch jetzt jeder Fischer. Ich weiss nicht, wie viel Carolina sich von Anfang Ja, an binden, wenn ich wieder auf ja, Igel kann jagen. Also das ja. vergiss ich nie. Sorry Nino, hab ich schnell wissen sein. Okay. Sonst, ich zeig dir gerne, wie es geht. Ich kann es nämlich verdammt gut jetzt. Sehr nice. Hey, was könntest du mal machen? Ein Video? Ja, nein, von denen gibt's auch genug. Video vom FG-Knoten. Gibt's auch genug. Ja, da kann ich im Fall wirklich Angel Maximal empfehlen. Er Ja, hat genau. Und vorletztes Jahr Angel mit Stil auch. hat er eins rausgebracht und das ist richtig verdammt gut Ja, erklärt. Also auch, dass eben, dass du die Aufnahme richtig scharf ja, bringst, das finde ich, ist richtig schwierig. ja. Wenn ihr das wollt, schreibt sie Kommentare. Ich mache das sehr Und gern. du darfst halt kein Auto fokussiert tun. Du musst halt Ja. wirklich eigentlich selber manuell fokussieren, dass du eigentlich wirklich die beiden Lines hast und Mhm. geil kannst knüpfen. Also wenn das in der Schweiz gebraucht wird, dann können wir gerne mal schauen, dass wir das vielleicht in Angriff nehmen, so Knoten. Also eben, ich habe gelernt über Angel Maximal. Und Ja, ich habe jetzt es machen über Blink. Angeln mit Stil, Ja, beziehungsweise über Majorfish. Okay, komm, dritte Frage. jawohl. Creature Bait oder Pintail? Creature Bait. Da haben wir irgendwann mal gesagt, hey, du musst kein Paddle-Tail nehmen, du musst einen Pintail nehmen, einen V-Tail oder einen Creature Bait. Dropshot Okay. ist jetzt auch so ein Rig, das benutze ich im Fall nur Sau. Es läuft immer. Dropshot Alle läuft sagen mir, immer. mach Dropshot. Dann sage ich mach Carolina. Ja, aber Dropshot, bei mir ist es so, wenn Dropshot oder wenn Carolina nicht läuft, dann läuft Dropshot. Ja, ich muss mir wirklich auch ein bisschen angewöhnen, mehr Dropshot, Ja. also irgendwie auf Dropshot. Hey, ich muss jetzt Ich- übrigens allgemein mal im Winter Egli fischen. Bin ich noch nie gewesen. Ich auch nicht. Das ist für mich immer so ein bisschen die Jahreszeit, wo ich sage, die sind so tief unten. Ja. Ja. Aber gerade bei uns in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Holland ist. Aber es klingt jetzt so, als hätten wir immer hure viel Geld. Hey, Leute, uns kostet das auch Heidegeld auf Holland zu gehen. Es ist nicht so, dass es gratis ist für uns. Ja, nein, aber darum freuen wir uns umso mehr. Ja, richtig. Also, Ja. Ich meine eben, das Hotel ist- ist nicht günstig, wo das wir sind gehen. Ferien. Bist du auch das Gleiche wie mir genannt? Das Ja. Westcourt? Ja, nice. Haben wir Nice. da noch Schleichwerbung gemacht für das Hotel? Ja, scheißegal, verstehst du nicht. Nein, wir müssen uns dann nachher noch schon im Off absprechen, wie, wo, was. Wir haben noch vieles vor. Ich finde vor allem wundern, wie findet ihr die Folge? Das nimmt Ja, mich jetzt voll. wunder, wie findet ihr Ja. die Antwortfolge? Sollen Ja. wir das wieder machen? Sollen wir es gescheiter sein lassen, weil es Ja. einfach komisch ist? Braucht es das? Genau, Oder- braucht es überhaupt? Hey, wenn ihr dringend eine Antwort braucht oder unsere Meinung wollt wissen, dann schreibt doch uns immer auf Instagram. Ja. Da schreibt sicher jemand zurück von uns. Ja, oder kommentiert. Wir hauen ja jedes Mal den Post raus, wenn wir eine neue Episode haben. Kommentiert doch auch dort drunter, wenn ihr etwas dringend wissen wollt. Ja, also ihr dürft natürlich auch weiterhin auf Spotify kommentieren, selbstverständlich, also bestimmt nicht falsch. Aber wenn ihr etwas dringend wissen wollt, kommentiert es dort, dann habt ihr ziemlich sicher relativ schnell an. Fix. Perfekt. Hey, bevor wir ans Ende gehen, könnt ihr den Podcast weiterempfehlen. Eure grosse Tante, Omi Ja, und ja, allen möglichen. genau. Auch Instagram unbedingt teilen, weitersagen. Liken, teilen, abonnieren, Beim- möchtet alles. Bei Spotify kann man Sternchen vergeben, gebt uns unbedingt 5 Sternchen. Hey, unbedingt, streut das. Und dann schauen wir, dass der Podcast gross wird, weil wir sind der erste Schweizer Fischer-Podcast. Genau. Nach dem Petri Heim. Sorry, den hatten wir sie nie brennen. Danke, kann ich Nein. rausschneiden. Ja, wenn du nichts mehr hast, sind wir, glaube ich, draussen für heute, oder? Hey, ja, ich habe nichts mehr. Von mir aus gesehen können wir da einen Cut machen und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Mhm. Hey, ciao zusammen. Schönen Abend, ciao zusammen. 1, 2, 3, 4.